Grüß euch miteinander, herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Leissigen. Wir haben für euch den Angel Okasside. Der 18-Jährige würde gerne für den Thuner Stadtrat kandidieren. Nachbarschaftshilfe zu Bern. Wir gehen der Frage nach, braucht es die überhaupt? Und Bluesrock im Grand Hotel Giesbach. Dort ist das neue Marc Amacher-Album entstanden. Jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Der Chefarzt vom Psychiatriezentrum Münzigen geht wegen Kirschblütler in Ausstand. Der Verwaltungsrat lässt die Anstellung von 3 ehemaligen Mitarbeiterinnen aus der umstrittenen Therapie- und Lebensgemeinschaft überprüfen. Der Direktor und Chefarzt der Klinik für Depression und Angst zieht sich währenddessen von seinen Funktionen zurück. Beim Kanton ist aufgrund der Anstellungen eine Beschwerde hängig. Der Kantonschemiker Deflor hat 105 Grüselwirte anzeigen. Das kantonale Laboratorium hat vergangenes Jahr 9000 Lebensmittel- und Trinkwasserproben untersucht und davon rund 900 beanstandet. Unter die Lupe genommen worden sind auch Chemielabore der Schulen. Dabei ist festgestellt worden, dass die Lagerung oft mängelhaft ist. Die Ukraine ruft Ausnahmezustand aus. Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das gesamte Land angekündigt. Das bezieht sich momentan auf die kommenden 30 Tage. Die Berner Politik die wird von alten Leuten dominiert. Das sagt der 18-jährige Angel Okasside aus Thun. Der Jungpolitiker der würde gerne für den Thuner Stadtrat kandidieren. Er wäre das jüngste Mitglied im Parlament. Früher war noch der Obama sein Vorbild. Mittlerweile ist der junge Thuner bei der SVP. Wir reden mit ihm über seine Wünsche und Vorstellungen. Angel Okasside aus Thun, du würdest gerne für den Stadtrat kandidieren zu Thun und wärst der jüngste Kandidat. Genau, das ist so. Mein Ziel ist es, dieses Jahr für den Stadtrat zu kandidieren. Das habe ich mir schon lange vorgenommen. Hoffentlich lassen die Umstände zu, dass ich mal ein bisschen Jugend in den Stadtrat bringen kann. 18 geworden bist du. Und was wären deine Ziele oder deine Vorstellungen? Also mein Ziel ist einfach, dass Thun die Lebensqualität aufrechterhalten kann und dass man nicht eine Energiepolitik macht, die einfach Gemüter verbessern, sondern noch eine Zukunft hat. Und hat die Politik eigentlich auch schon als Kind interessiert? Ja, es hat mich schon im Kindergarten interessiert. Ich habe mich schon gängig dafür eingesetzt, dass alle richtig und wertvoll behandelt werden. Und dann hat es mich halt in die junge SVP und ins Jugendparlament Kanton Bern gezogen, sowie die SVP Thun. Und seitdem engagiere ich mich schon ein bisschen mehr als Kindergärtler. Und jetzt sieht man dich irgendwann im Bundesrat? Ja, man weiß es nie. Man sieht, was die Zukunft so mit sich bringt. Aber das Ziel ist es definitiv nicht. Ich habe eine gute Klassenlehrerin, die ist Gemeindepräsidentin von Mathe, Lisa Randazzo. Von der Politik jetzt zu der Nachbarschaftshilfe. In Bern gibt es ein Projekt, das vermittelt zwischen Hilfesuchenden und Freiwilligen für kleine Nachbarschaftsdienste. Nachbarschaft Bern nennt sich das Ganze. Und immer wieder kommt die Frage auf, braucht es denn das überhaupt? Die Organisation die hat Anfangsjahr den Europäischen Politpreis gewonnen und gibt damit die perfekte Antwort. Ich denke, es passiert ganz viel in den Häusern selber, aber es gibt immer wieder Sachen, oder wenn es gerade wirklich regelmäßig ist, jede Woche, hat man sich vielleicht nicht so dafür im Haus selber zu fragen und vis-à-vis zu klopfen. Und dann kommen die Leute zu uns. Ältere Leute haben das Bedürfnis, vielleicht jemanden zur Begleitung zu haben für das Spazieren oder für die Einkäufe oder Einkäufe heimtragen oder für sie zu erledigen. Oft geht es auch einfach darum, jemanden zu haben, der einen besuchen für Gespräche. Dann haben wir Leute, die immer mal mit dem Computer anstehen, die so ein bisschen den Umgang damit mehr lernen. Vermehrt auch Migrationsbevölkerung, die mit dem Deutsch oder mit den schriftlichen Unterlagen ansteht. Auch deren ihre Kinder, die von den Eltern nicht gleich Unterstützung bekommen, weil sie die auch nicht verstehen. Aber es ist offen für wirklich alle. Manchmal muss man in die Isolation, hat niemand, der für einen einkauft, hat einen Unfall oder einfach
ist vielleicht freiwillig tätig, aber bräuchte noch jemanden, der gleichzeitig in den Ferien Pflanzen gießt. Es ist sehr, sehr viel möglich. Von Bern jetzt auf Brienz. Während dem Lockdown da ist der Marc Amacher mit seiner Band geflüchtet. Es hat sie ins Grand Hotel Giesbach verschlagen. Dort ist ein neues Album entstanden. Es ist eine Würdigung an diesen wunderschönen Ort am Brienzer See. Das neue Album heisst Grand Hotel und hat jetzt wirklich sehr lange gebraucht, bis es so weit war, dass es rausgekommen ist. Wir haben das hier in diesen Räumen aufgenommen. Das ist jetzt etwa anderthalb, ja, ein gut 1,5 Jahre zurück, wo wir das fertiggestellt haben. Und jetzt ist es das, ja. Ambiente-technisch gesehen bist du hier im Giesbach natürlich wunderbar gelegen. Vielleicht hört man es ein bisschen jetzt auf den Aufnahmen. Der Raum hat schon sehr einen eigenen Klang. Das ist der älteste Saal von diesem Anwesen hier, sage ich mal. Oder? Ja, wir haben uns hier schon so ein bisschen zurückziehen. Ja, absolut. Wo ringsherum alles im Tumult ist ersoffen quasi. Und sind eigentlich direkt vor der Bühne hier in diesen Saal rein und haben angefangen Musik zu produzieren. Der Name Grand Hotel, wir haben hier aufgenommen, einfach gefunden, es ist eine Würdigung an das, was wir hier gemacht haben und haben dürfen machen. Unter dem Strich ist sicher auch einfach ein Merci und ein Dankeschön, dass wir das dürfen realisieren. When the judgment day comes, judgment day comes. Ja, der Marc Amacher hat schon eine einmalige Stimme. Und sehr schöne Stimmen haben ja unsere Kollegen von Meteo News. Sie schauen jetzt, wie das Wetter die nächsten Tage ganz genau aussieht. So viel für heute. Wir wünschen euch ganz einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind und ich grüße Sie heute mit Traumskibedingungen aus Meiringen, Hasliberg. Nachdem in der vergangenen Nacht noch mal eine Störung über die Schweiz gezogen ist heute im Verlauf des Tages ein Zwischenhoch wirksam geworden. Morgen geraten wir dann ins Windfeld von einem Tief über Großbritannien und Nordeuropa und die Luftschichten werden aus Südwesten wieder angefeuchtet. In der Nacht auf morgen ziehen zunehmend Schleierwolken auf. Wir starten in den Tag morgen mit dichteren, mittelhohen und hohen Wolken. Dazu messen wir rund 0 Grad. Von Thun bis auf Meiringen und in Grindelwald dort wachen wir zu 1 Grad auf. Auch am Nachmittag bleiben uns die mittelhohen und hohen Wolken erhalten. Die Sonne die spienzelt ab und zu hinführen und es bleibt freundlich und trocken bis zum Abend. Dazu messen wir bis zu 11 Grad in Thun und jeweils 7 Grad gibt es in Gstaad und in Adelboden. In der Nacht auf der Freitag wird es mit einer Störung zunehmend nass. Die Schneefallgrenze ist von rund 500 bis 600 Meter sinkend. Der Freitag selber ist dann wechselnd bewölkt mit ein paar Schauer und Flocken ab rund 500 bis 600 Meter. Am Samstagmorgen können dann noch ein paar letzte Schneeflocken vom Himmel fallen, bevor dann das Wetter immer besser wird. Für den Sonntag rechnen wir, abgesehen von ein paar Hochnebelfeldern mit recht sonnigem Wetter, und auch der Montag und der Dienstag sehen im Moment ähnlich aus. Wir können es Ihnen aber schon bald ein bisschen genauer sagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und einen super Tag morgen. Bis gleich. Ade miteinander.